die Stadt kommt. Gott, hab ich einen Schreck gekriegt. Sag mal, weißt du, wo Clara, ich meine, wo Frau Struve ist? Nee, ich warte ja selbst auf sie. Wieso? Hast du nichts Besseres zu tun? Nee, warten tue ich am liebsten. Sowas ist mir denn doch noch nicht vorgekommen. Clara! Clara, was denkst du denn bloß? Was ist hier denn los? Du machst ja einen Lärm wie eine Kuh, die den Bullen nicht finden kann. Opa, sag mal, stehst du nur erst auf? Du hast wohl nichts zu tun. Du sollst mal lieber deiner Schwiegertochter ein bisschen helfen. Alles muss sie alleine machen auf dem Hof. Denn mit Hannes kann sie doch nichts anfangen. Der fummelt bloß ein bisschen an den Maschinen rum, aber arbeiten ist nicht. Und mit Fiete, deiner Enkelin, ist auch nicht zu rechnen. Und du liegst bis mittags im Bett. Statt dass du Clara mal rufst, ich will was von ihr. Bist du nun fertig? Dann sag mir das man alles noch mal. Aber in Zeitlupe. Ich such Clara. Hier ist sie nicht. Das habe ich ihr auch schon gesagt. Was fällt dir ein, mich so zu erschrecken? Oh, das wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Was tust du hier überhaupt? Ich warte. Er wartet auf Clara, sagt er. Ja, das tue ich. Ich soll diese Taubenkästen hier persönlich bei Frau Struve abgeben. Soll ich? Hat sie gesagt. Und dann sitzt du den ganzen Vormittag hier rum und tust nichts? Stellen Sie mal in die Diele, ich sag der Bäuerin dann Bescheid. Na ja, dann nehme ich die Kästen erstmal wieder mit und dann komme ich nachher noch mal wieder rein, komme ich denn, ne? Aber meinetwegen, Hauptsache du gehst an die Arbeit und tust was für dein Geld. Dauernd schleppst du mit den verdammten Kisten hier herum. Nix als Gestank bringt die ins Haus. Oh, nun geh doch zu. Ja. Also, wo ist Clara denn nun? Du gehst los zur Stadt. Mann, oh Mann, hast du das aber eilig. Ja. Naja, dann will ich mal nicht so sein und sie suchen, ne? Oh, Opa, geh doch zu. Moin, Herr Jensen. Na, hast du unseren Opa mal wieder auf den Trab gebracht? Moin, Fiete. Du, sag mal, weißt du, wo deine Mutter ist? Ich wollte nämlich zur Stadt und wollte fragen, ob ich euch nicht was mitbringen soll. Nö, ich weiß auch nicht, wo Mutter steckt. Oh, sie wird schon gleich kommen. Na, setz dich doch ein bisschen hin. Ich mach dir eben eine Tasse Kaffee. Oh, nee, vielen Dank, Fiete, du. Ich hab schon Kaffee gehabt. Aber ist nett von dir. Ach, gefällt es dir denn immer noch nicht hier bei euch auf dem Hof? Du, ich hab gehört, du wirst wieder zur Stadt zurück. Ach, Tante Jensen, ich weiß noch nicht so genau. Lust habe ich nicht, hier zu bleiben. Oh, vielleicht gehe ich noch mal wieder zur Schule. Kommt Zeit, kommt Rat. Zur Schule? Was soll das denn? Du wirst auch nicht jünger. Nee, Fiete, du solltest dir einen Mann suchen, der auch was von der Landwirtschaft versteht. Und dann sollst Tante Jensen, du fang doch da nicht wieder von an. Von was? Naja, wenn du von Mann suchen redest, dann weiß ich schon, wo das drauf rausläuft. So, auf was denn? Auf deinen Christian und euren Hof. Oh, Fiete, du, unser Christian und unser Hof, das wäre doch eine Partie für dich. Da musst du doch mal übernachten. So, Hermine. Ich habe Clara endlich gefunden. Ja, bei den Tauben war sie wieder. Ach, bei den Tauben. Ja, als wenn wir nicht schon genug Arbeit haben, ne? Oh nee. Das ganze Haus stinkt da schon nach. Och, Opa, lass sie doch. Mutter macht das nun mal Spaß. Ja, dein Vater ist einmal mit angefangen mit den Brieftauben. Und sie kann da nun nicht von lassen. Schweine geben Fleisch und Speck. Tauben geben Schied und Dreck. Und der Gestank und dann der Lärm. Lärm? Wieso das? Wieso das? Über meinem Fenster, da ist so ein Balken und da sitzen die Biester alle auf. Und jedes Mal, wenn sie meine Geranien im Blumenkasten nicht getroffen haben, da machen sie Gur, das war dicht davor. Und wenn dann so 10 Tauben von oben runter auf meine Geranien kleckern und Gur machen, dann kannst du dir wohl vorstellen, was für ein Gestank und was für ein Lärm das abgeben tut. Ja, aber wo bleibt Clara denn nun? Kommt sie heute noch oder kommt sie nicht? Ja, nun man sie nicht. Sie hat gesagt, sie kommt gleich. Ja, vielleicht kommt sie ja auf einer Taube hier reingeflogen, nicht? Dann erstmal tschüss, Tante Jensen. Ich habe in der Küche zu tun. Ja, tschüss, Fiete. Du, und denk da noch mal drüber nach, nicht? Du weißt wohl, was ich meine. Du, soll ich dir aus der Stadt was mitbringen?
Och, nö, danke, ich brauch nix. Ja, ist ja eigentlich ein ganz flotte Dern, die Fide, ne? Ja, schade, dass ich bloß ihr Opa bin. Du, Willem, Ja, hat sie eigentlich schon einen Freund oder so? oder so hat sie nicht, ne? Und einen Freund auch nicht, glaube ich. Aber warum willst du das wissen? Tja, warum will ich das wohl wissen? Willem, Ja? hast du wohl schon mal bemerkt, dass sie mit unserem Ältesten, den Christian, dass sie sich hier mal unterhalten hat? Du, er kommt doch ab und zu mal hier rüber. Christian? Ja. Mit Fide? Ach so, du meinst, ob die beiden mal allein und so? Nö, hab ich doch nicht gemerkt. Du denn? Das ist das doch gerade. Du, ich schicke ihn nämlich ab und zu mal hier rüber, dass er mal so ein bisschen Kontakt mit Fide aufnimmt, ne? Ja. Aber nee, du, er kommt dann immer ganz bedrüppelt und mit dem hochroten Kopf wieder bei mir an. Du, unser Christian ist einfach zu schüchtern. Schüchtern, bange ist er. Und das ist nichts für unsere Fide. Christian muss mal mit ihr zum Tanzen gehen. Aber was tut er? Nix. Der arbeitet bloß immer. Und wenn er mal nicht arbeitet, dann guckt er unsere Fide immer nur an. Ungefähr so. Du, ich weiß aber, was soll man da bloß gegen machen? Fide ist Christian einfach voraus. Tja, Hermine, Christian, der schlägt wohl mehr nach seinem Vater, ne? Das ist ja auch so ein Dröhnbüdel. Was? Mein Gott, liebes ein Dröhnbüdel. Gewesen, natürlich. Ein Dröhnbüdel gewesen, aber so. du hast ihn ja erst munter gemacht. Ne? Ja, du, vielleicht wird Christian ja auch ein bisschen munterer, wenn er erst mal Kontakt aufgenommen hat, ne? Meinst das, Willem? Naja, von bloß angucken hat noch kein Mann der Frau gekriegt. Und das heißt ja auch um die Hand anhalten und nicht um die Hand angucken, ne? Da hast du recht. Wollen wir hoffen. Morgen, Hermine. Morgen, Clara. Morgen. Tut mir leid, dass du so lange gewartet hast, aber ich war bei den Tauben. Du weißt ja, die sind so eine Art Hobby für mich geworden, nicht? Ich habe das doch meinem Max in seiner letzten Stunde versprochen, dass ich mich um das Taubenvolk kümmern wollte, nicht? Naja. Oh, Vater, nun zieh ich doch endlich fertig an. Du siehst aus wie so ein ausgefranster Teddybär. Was? Ja. Ja, so was. Ausgefranster Teddybär. Clara, ich wollte auch nur fragen, ob du was aus der Stadt haben wolltest. Du, dann sag mir das schnell, ich muss nämlich los. Ja, ich schreib dir das eben mal auf. Ne? Sind bloß ein paar Kleinigkeiten. Moment mal eben. Ja. Ach ja, ich muss mich auch um alles selbst kümmern, nicht? Ist beinahe ein bisschen viel für mich. Hilft Fide dir denn nicht? Naja, sie macht ihre Arbeit, das kann man nicht anders sagen, aber mit dem Trecker, mit den Maschinen hat sie nichts im Sinn. Das muss Hannes alles machen. Ja, und der hat die Arbeit gerade nicht erfunden. Wieso? Na, stell dir vor, als sie vorhin hier reinkommen, da sitzt er hier auf ein paar Taubenkästen und sagt, er wartet auf dich und soll die Taubenkästen persönlich bei dir abliefern. Was denn? Ja, wo ist er denn nur abgeblieben? Weiß nicht, er ist rausgegangen, aber die Kästen wieder mitgenommen. Frau Struve, Wo ist er hier? Sie sind ja immer noch hier. Ich denke, Sie haben das so eilig. Sag mal, was geht dich das an? Stell die Kästen dahin. Sag mal, hast du den Trecker und die beiden Anhänger wieder klar? Ja, habe ich, ja. Und nun wollte ich fragen, ob ich schon in die Rüben soll, wollte ich fragen. Nee, erst musst du die Hühner wieder in den Hof zurückjagen. Ja, die laufen wieder überall in der Gegend rum, weil ihr zu faul seid, den Zaun dicht zu machen. Was für ein Zaun denn? Frag doch nicht so dösig. Hinter der Scheune neben dem Hühnerstall. Hinter der Scheune neben dem Hühnerstall. Ja, nun geh raus und mach, dass du an der Arbeit kommst. Ja, ich wollte ja auch bloß fragen, wollte ich ja bloß. Nun mach doch. Ja. Oh, nun geh doch zu. Ja. Ach, Clara, mein Bär, sei doch mal so gut und nimm mir eben den Knopf hier an der Weste an. Erst machst du den Hühnerzaun dicht. Hannes ist da schon bei, kannst ihm helfen. Immer muss ich arbeiten. Und dabei habe ich noch gar kein Frühstück gehabt. Ich verhungere hier noch. Und in kaputtes Zeug muss ich auch rumlaufen. Wie ein Vagabund. Bis zu bedauern, Opa Struve. 3 Wochen rede ich nun schon von diesem Hühnerzaun. Aber nix kriegt Opa beschenkt. Ja, ist gut.
Fide soll mir das Frühstück bringen und dann mache ich den Zaun dicht. Hoffentlich vergisst das nicht. Das Frühstück? Nee, das vergesse ich nicht. Ja, und dann kann ich ja auch die beiden Latten am Taubenschlag gleich mit festmachen, nicht? Das tust du nicht. Am Taubenschlag hab bloß ich was zu suchen und sonst niemand. Och, wenn ich nun mal gerade beim Arbeiten bin. Nicht? Nee, der Taubenschlag geht dich nichts an. Siehst du, Hermine, nur will ich mal fleißig sein, da ist das auch wieder nicht richtig. Naja, dann gehe ich erstmal in die Küche und mache mir selbst ein Frühstück. Clara, du musst dich nicht immer so aufregen. Man muss ja auch alles allein machen, ne? Fide wird ja wohl eines Tages heiraten. Naja, und einen verlotterten und dreckigen Hof will ich ihr nun gerade nicht überlassen. Du, wo du gerade vom Heiraten sprichst, hast du wohl mal mit Fide über ihre Zukunft gesprochen? Wie meinst du das? Naja, ich meine wegen unserem Christian. Ach so, du meinst. Ja, genau das, Clara. Du stell dir das doch mal vor. Ja. Der Jensenhof. Unser großer Jensenhof. Und dann euer Struvehof. Ja, du, und die zusammen. Das wäre doch was. Ja, Hermine, das wäre schon was. Ja. Unser Christian hat große Ideen, sag ich dir. So, da habe ich noch nichts von gemerkt. Wenn er hier ist, kommt er Fide bloß immer an, aber sagen tut er nichts. Ja, Clara, ich weiß, du, er kann nicht so mit den Mädchen umgehen. Aber sonst ist er ein guter Junge. Und er versteht was von der Landwirtschaft. Naja, und das andere, ich meine, das mit den Mädchen, das kommt bei ihm wohl auch noch. Ja, das ist bei meinem Gottlieb genauso gewesen. Aber dann habe ich die Sache in die Hand genommen und bums war ein Don Juan. So, ja. Na, also, so schnell muss es mit Christian ja nun gerade nicht gehen. Hermine, ich habe nur was zu tun. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich meine, Clara, ich muss ja auch los. Ja. Gottlieb wird schön schimpfen. Ich soll nämlich noch bei der Post was für ihn abholen. Ach so, ja. Du, ich habe dir hier alles aufgeschrieben. Ja, ne? das ist nett, sag mal. Ja, was ist? Also sag mal, aua! Dösige Tür. Sag mal, Hermine, ich denke, du willst gleich wiederkommen. Moin, Clara. Nein. Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe noch was Wichtiges mit Clara zu besprechen. Nicht? Ah, du bist vielleicht gesund. Ich brauch doch die Medizin, die du mir von der Post holen solltest. Wieso, bist du krank? Nee, der Bulle. Ja, der hat sich fast ein Horn aus dem Kopf gerissen, nicht? Und da habe ich mir was aus der Stadt schicken lassen. Oh, wie hat er das denn gemacht? Er kann wohl Hermines laute Stimme nicht vertragen oder ist er vor Wut gegen die Wand gerannt. Was ist das? Ja. Meine laute Stimme nicht vertrauen. Er kann dein Gebrüll nicht ab. Ist ja gut, ist ja gut. Nun komm mal endlich. Nee, wir Ja, müssen los. also tschüss, mein Clara. Ja, Hermine, Ich bin auch alles fertig. Oh, Clara, das hätte ich ja nun beinahe vergessen. Was ist denn? Und weil du doch eine alleinstehende Witwe bist, muss ich dich doch warnen. Ja, wieso? Was ist denn? Ja, hör zu. Ja. Hier in der Gegend soll sich ein Heiratsschwindler rumtreiben. Heiratsschwindler? Ja. So. Ja, und was hab ich damit zu tun? Ich will hoffen, nix. Nee, er hat schon bei vielen Frauen Glück gehabt. Bloß die Frauen, die haben bei ihm kein Glück gehabt. Nee, die sind nur arm und unglücklich und er ist über alle Berge und das Geld auch. Ja, nun komm mal, Ja, ist ja gut, ist ja gut. Also, mein Clara, pass fein auf. Ja, das will ich wohl tun. Ne? Du, weiß man denn schon, wie er aussieht? Ja, in der Zeitung stand du, dass er schon ein bisschen älter ist, aber immer noch gut aussieht. Nun lass das doch, Ja. Hermine, das will Clara doch gar nicht wissen. Doch, ja, siehst du wohl. Du, und die Polizei, die weiß, dass er am kleinen Finger von der rechten Hand einen großen Siegelring trägt. Einen großen Siegelring am linken Finger. Ja. So. Ja, nun komm doch endlich. Ja, nun komm ich. Also, tschüss, mal Clara. Ne? Ja, Hermine. Ach so, jo, mach ich auch. Ne? Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Ne? Ja. Du hast doch den großen Wagen mit. Ja, den kleinen Wagen hat Gottlieb ja kaputt gefahren. Wie, was hab ich? Das ist unerhört. Ja. Du hast den Wagen abgestellt und den Gang drin gelassen. Und als ich nachher losfahren wollte, wupp, ist das mal dann passiert. Ist das mal, da muss man erst den Gang rausmachen und dann kann man den Wagen anlassen. Und dann Ist kann ja man los. gut, ist ja gut, nicht? Das ist doch... Clara, was wolltest du denn noch von mir? Ach, für mich sind neue Brieftauben bei Jakob Müller angekommen, nicht? Und die hätte ich gern heute noch hier gehabt. Ob du mir die wohl immer bringst? Ja, natürlich. Ja, dann kannst du diese Kästen hier mitnehmen und dann da abgeben. Ja, mach ich doch gern für dich, Clara. Gottlieb. Na, ist ja nun aber... Komm, du kannst mir die Kästen noch eben in den Wagen setzen, ne? Ja, aber gerne, Hermine. Tschüss, mal Ja. Clara, bis Ja. heute Abend, denn, ne? Vielen Dank. Ja. Ach, Was denn nun noch? ich bringe euch noch eben
mit ans Auto. Ah ja, das ist ja der Gut. Ja, Ne? nicht so. Siehst du. Für kleine Leute. Ah, endlich. Viele kann's kommen, die Luft ist rein. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ja nicht mehr mit anzuhören, das Geschnatter. So, Opa. Nun lang man erst mal tüchtig zu. Ja, danke, mein Leon. Junge, das hast du aber mal wieder fein hingekriegt, du. Du bist schon so eine richtige, kleine, niedliche, tüchtige Hausfrau. Du könntest heiraten. Damit habe ich doch wohl noch ein bisschen Zeit, ne? Ah, du sag das nicht. Das Leben ist kurz. Wenn du das meinst, dann isst dein Frühstück man schnell auf. Was? Junge, auf den Mund gefallen ist sie der nicht. Krischern, das wird nicht einfach für dich. Und für mich auch nicht. Opa Struve, ist meine Mutter noch da? Nee, die ist endlich abgehauen. Morgen, Krischern. Ist ja gut, dann kann ich ja wieder... Ach, Herr Krischern, hör mal. Jo, was ist denn? Komm mal eben rein, ich will dich mal was fragen. Nee, ich habe keine Zeit, ich muss was tun. Reinkommen sollst du, hab ich gesagt. Na, Opa Struve, was ist denn? Du, viel Zeit habe ich nicht, ich muss was tun. Ne? So, mein Junge, du setzt dich da mal hin und dann wollen wir beiden mal so richtig von Mann zu Mann sprechen, ne? Nee, ich habe keine Zeit, ich muss in die Rüben. Die Rüben können töten, da kannst du mich glauben. Los, setz dich hin. Und hörst zu, was ich dir sag. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Ich? Ja, wer denn sonst? Also, wie alt bist du? Ja, ich bin 26. So, 26. Aha. Hast du schon eine Freundin? Eine Freundin? Du, ich habe gar keine Zeit. Du musst in die Rüben, ja, das hast du schon mal gesagt. Also, hast du nun eine Freundin oder nicht? Nee. Das heißt, nee, ich habe keine Freundin. Aha. Hast du denn schon eine im Auge? Im Auge? Ich frag dich, ob du schon mal eine deren gesehen hast, die du wohl leiden machst. Ach so. Ja, das habe ich wohl. Ah, das ist ja schon was. Und wer ist das? Sag ich nicht. Sagst du nicht. Warum nicht? Weil ich ein Kavalier bin und ein Kavalier, der schweigt. So, Kavalier bist du. Gut, mein Junge. Das ist sogar sehr gut. Aber nun will ich dir mal was sagen. Wenn du hier eines Tages mit irgend so einem Mädchen aus dem Dorf ankommst, dann jag ich dich von Hof. Du wirst mich von Hof jagen. Da kannst du dich drauf verlassen. Was gibt es da denn zu lachen? Opa Struve, du bist aber der Einzige, dem ich das sagte. Das Mädchen ist nämlich Fide. Was? Meine Enkeltochter? Genau. Na, willst du mich immer noch von Hof jagen? Kannst ja mal gleich sagen, du Kavalier. Naja, Opa Struve, die Sache hat noch einen großen Haken. Ein Haken? Mhm. Wenn Fide nicht da ist, dann weiß ich immer, was ich sagen will. Aber wenn sie dann da ist, dann ist mein Herz hier ganz oben und mein Mundwerk ist zugewachsen. Dein Mundwerk ist zugewachsen? Ja. Mann, oh Mann. Du hast natürlich schied, ne? Ja, und deine Arme, ich meine, du kannst sie ja mal in den Arm nehmen, ohne was zu sagen. Nee, das geht auch nicht. Warum nicht? Ja, die Arme, die sind dann immer festgewachsen. Die Arme sind festgewachsen? Ja. So. Tja, ist natürlich auch schied, ne? Aber leiden macht sie doch, ne? Ja. Ich bin ganz krank. Bloß guten Tag will ich sagen, aber nicht mal das geht. Ich krieg meinen Mundwerk einfach nicht auf. Und deine Augen, sind die auch zugewachsen? Nee, die nicht. Die werden immer größer und größer, habe ich das Gefühl. So? Na, das ist ja wenigstens was. Dann ist doch vielleicht auch noch was zu machen. Ach nee, Opa Struve, lass das mal so, wie das ist. Das hat doch keinen Zweck. Fide will ja auch wieder in die Stadt und auf Schule gehen. Ah, Schnack! Du musst dich mal so richtig stark machen. Du musst mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Nee, das kann ich nicht, du.
Du musst? Ja, Fide muss sich mal so richtig erschrecken. Die muss merken, dass du einen Mund hast und 2 starke Arme. Den Mund zum Küssen und die Arme zum Festhalten. Moin Christian, bist du auch mal wieder da? Dich habe ich hier bei uns ja lange nicht gesehen. Morgen, Siehst du, was habe ich dir gesagt? Hast du was gesagt? Wenn ich dir zuhören soll, dann musst du schon ein bisschen lauter reden. Eine saubere Büchs könntest du dir auch mal wieder anziehen. Aber Fide, Christian kann doch nicht mit einem schwarzen Anzug auf dem Trecker sitzen. Ich glaube nicht, dass er weiß, was ein schwarzer Anzug ist. Aber was wollte ich eigentlich hier? Du wolltest Christian guten Tag sagen. Und das habe ich ja nun schon getan. Ach ja, ich wollte dich fragen, ob du schon die Eier aus dem Hühnerstall geholt hast. Nee, meine Hühner sind das ja nicht. Naja, dann muss ich eben selber nachgucken. Oh, du Fide, du kannst Christian ja mitnehmen zum Nachgucken. Guck mal, er hat ganz große Augen, da findet bestimmt Nee, du, das mache ich lieber alleine, da trampelt sie mir nur kaputt. Nee, lass mal Christian, dein Vater wartet doch auch auf dich. Du sollst auch bestimmt wieder auf den Trecker. Mein Vater hat mir gar nichts zu sagen. Ich setz mich auf den Trecker, wenn ich das will. So ist richtig, Christian. So ist gut. Ich bin alt genug und ich kann Eier suchen, wo und wann ich das will. Und du kommst schnell und fertig Wasser. So eine lange Rede habe ich von dir noch nie gehört. Na gut, dann komm meinetwegen mit. Was mit dir los ist, du armes Tier. Was mit mir los ist? Was mit dir los ist, das weiß ich auch so. Ja, was denn? Nix ist mit dir los. Der Zaun ist immer noch nicht repariert. Wenn ich mit Frühstück hier fertig bin, dann... Was ist das denn? Soll die nur hier bei uns wohnen? Dann wäre der Gestank ja noch schlimmer. Ach, schnack doch nicht. Die hat sich verletzt, das arme Tier. Du, sag mal, Clara, in der letzten Zeit, da habe ich die Tauben hier oft rumfliegen sehen. Bringen die nur immer Briefe weg, oder was machen die? Briefe weg? Nee. Warum? Na ja, die fliegen immer in diese Richtung und dann nochmal in die Richtung, ne? Na und? Das geht doch gar nicht anders, weil die... Ja, weil. Ach, nix. Na, ich muss nur in die Küche. Seh du mal zu, dass der Zaun endlich fertig gemacht wird, ne? Das kommt mir aber bannig gediegen vor. Na, du Kavalier. Wo ist Fide denn? Die ist mir weggelaufen. Hast du dich wieder so tüffelig angestellt? Ich habe mir so eine Mühe gegeben, aber ich bin wohl einfach zu langsam. Hast ihr denn wenigstens einen aufgedrückt? Nee. Immer wenn ich dachte, jetzt, dann habe sie gerade wieder welche gefunden. Welche was? Eier. Eier. Wilhelm Strube! Was ist das denn? Die Stimme kenne ich doch. Wilhelm! Menschenskinder nochmal. Endlich habe ich dich wiedergefunden. Mein Freund Wilhelm. Otto. Ja. Ich werd verrückt. Otto, du hier bei uns. Mensch, Otto. Mein Freund Otto. Du Christian. Guck mal hier. Das ist Otto Lehmkuhl. Mein Freund und Kriegskamerad, von dem ich dir so viel erzählt habe. Und so oft, ne? Du Otto. Und das ist Christian der Kavalier. Der älteste Sohn von unserem Nachbarn und der größte Casanova weit und breit. Oh. Guten Tag, Christian. Guten Tag, Herr Lehmkuhl. Was heißt hier Herr Lehmkuhl? Ich bin Otto, einverstanden? Ja, einverstanden. Ich heiße Christian. Tag, Otto. So mache ich das Leiden, was Wilhelm? Ja, komm, Otto, setz dich dahin. Ja, danke. Und du da. Und dann erzähl uns mal, was du hier so in unserer Gegend machst. Ja, das werde ich gern machen. Ja, aber erst wollen wir einen kleinen Krieg. Ne?
Schön alles nach unten, ne? Den nimm ich. Oder machst du keinen mit? Oh, gerne. Genau noch wie damals, weißt du? Genau wie damals. Das waren Zeiten, ne? Jo. Na, Christian, du fällst nachher doch nicht von Trecker. Nee, saufen kann ich. Du. Prost, Otto, herzlich willkommen. Prost, Wilhelm. Prost, Otto. Prost, Geschan. Christian. Ja, Wilhelm, ich will dir sagen, was ich hier machen will. Ich bin nämlich vom Beruf Vertreter. Nachbarschinenvertreter. Sag mal, habt ihr Kühe? Ich meine, viele Kühe, sonst lohnt sich das nicht. Ja, wir haben 40 Stück. Ja, und wir 25. Ja, weißt du, meine Firma, die hat eine neue Melkmaschine konstruiert. Die soll auf den Markt kommen und ich bin für diese Gegend hier der Generalvertreter. General, Donnerwetter. Ja, aber eine Melkmaschine haben wir schon. Ja, wir haben auch schon eine. So, habt ihr. Ja. Aber bestimmt keine mit EH. Nee, mit EH haben wir nicht, das stimmt. Eine EH haben wir auch nicht. Du sag mal, was ist das eigentlich, EH? Euterhalter. Euterhalter? Genau, das ist unser Patent. Wenn die Kühe mit EH gemolken werden, dann geben sie viel mehr Milch als ohne EH. Ach nee. Ja, weißt du, das ist nämlich so. Wenn die Kuh sich den ganzen Tag auf das Melken freut, dann ist das auch logisch, dass sie dann auch mehr Milch produziert, ne? Ach so, ja, das leuchtet mir ein. Prost. Na, sieh so, Prost. Na, Christian, und was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Ich verstehe das nicht mit den EH. Ja, das glaube ich, dass du das nicht verstehst. Aber nun wollen wir nicht mehr von der Arbeit sprechen. Die Melkmaschine hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier in dieser Gegend bin, dann muss ich da erstmal meinen Freund Wilhelm besuchen, nicht? Wo wir uns so lange nicht gesehen haben. Ne? Ja, das meine ich auch, Otto. Oh, du, weißt du was? Na? Du bleibst einfach ein paar Tage bei uns. Ach nee, du, das kann ich nicht machen. Ich habe ja auch ein bisschen was zu tun. Und ihr doch wohl auch, nicht? Nö, ich nicht. Oh, du, und ich freue mich doch so, dass du da bist. Ja, und unser Wiedersehen müssen wir sowieso erstmal feiern, Otto. Ach du, Christian, hol doch die Frauensleute mal rein, nicht? Ja, mach ich. Ich muss ja auch wieder was tun an die Arbeit, ne? Also, tschüss dann auch. Ja, tschüss. Ja, ich werde meinem Vater das mal sagen mit dem BH. Ne? EH. EH, ja. Vielleicht versteht er das ja, ne? Prost, Otto. Prost, Wilhelm. Nee, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue. Oh, den Ring, den hast du ja auch immer noch. Na klar doch, das ist doch mein Markenzeichen, nicht? Markenzeichen ist gut. Der hat mir schon viel Glück gebracht. Der macht nämlich Eindruck bei den Frauen, weißt du. Der macht mich so seriös. nicht? Oh, das seid ihr ja. Guckt mal hier, wen ich hier hab. Das ist Otto Lehmkuhl. Ich habe euch doch schon viel von meinem Freund Otto erzählt, ne? Schönen guten Tag, die Damen. Ja, Otto, und das ist Clara, meine Schwiegertochter. Und das ist Elfriede, genannt Fiete, die Tochter von meiner Schwiegertochter. Und weil Elfriede die Tochter von meiner Schwiegertochter ist, ist Fiete nun meine Enkeltochter. Schönen guten Tag, Herr Lehmkuhl. Opa schnackt schon wieder dummes Zeug. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind also der Freund von unserem Oh. Ja, ich bin der Freund von Wilhelm, das wollten Sie doch sagen, nicht? Ja, ist was, Clara. Ist dir nicht gut, Mutter? Ja, was ist denn, Frau Strube? Setzen Sie sich doch. So, nun wird das wohl auch gleich wieder gut, nicht? Ja, mein Freund Otto, der versteht sich auf das Seelenleben der Frauen. Das kommt wohl daher, weil er so ein einnehmendes Wesen hat, nicht? Ja, ich weiß auch nicht, was ich so an mir hab, du. Ja, nu ist aber genug. Nu komm erst mal mit raus, wir müssen deine Sachen holen. Denn das ist doch klar, du wohnst erst mal bei uns. Ach, Wilhelm, du bist doch ein feiner Kerl. Du bist doch genauso wie früher. Ja, Ach, Fide, du sei doch mal so gut und komm eben mit. Hilf uns noch mal beim Koffer tragen, ne? Gern, Opa. Ja, das ist aber nett von dir, mein Herr. Ja, also wenn du viel habe ich ja nicht, dann kannst du ja gleich mal. Das ist er. Das ist er. Menschenskind, ich muss Hermine anrufen. Hoffentlich ist sie schon wieder aus der Stadt zurück. 3, 2, 1, 4. Ja, Gottlieb, hier ist Lehmkuhl. Ja. Also nee, er ist da. Ja. Wer? Ja, der mit dem Ring.
ja, nee, hier ist Clara. Ja. Du, Gottlieb, ist Hermine schon wieder da? Nee, ja, sag ihr, wenn sie kommt, soll sie mich gleich anrufen. Oder besser noch, sie soll herkommen. Ja. Warum? Ja. Sag ihr Mann, der lütte Finger ist da. Ja, der kleine Finger mit dem großen Ring. Was denn? Nee, ich bin nicht besoffen. Hermine soll herkommen und das so schnell wie es geht. Oh Gott. Was mache ich bloß? Der Heiratsschwindler auf meinem Moos? Angucken konnte. Nee, du, wir hatten Besuch gekriegt, da konnte ich Gottlieb nicht alleine lassen. Pass mal, aber deine Brieftauben sind hinten im Auto, so Hannes die eben ausladen. Nee, das lass mal. Nee, also, die Brieftauben haben nun Zeit. Aber gut, dass du kommst, Hermine. Also, ich bin ganz durcheinander. Was ist denn bloß los? Gottlieb hat mir was erzählt, du, aber daraus bin ich ja nicht schlau geworden. Ach, ich hab ja so schlecht geschlafen, ne? Der Ring ist da. Der Ring? Der Fingerring! Der Fingerring? Was? Ja, du meinst den Kerl mit dem Siegelring, den Heiratsschwindler? Ja, Hermine, den meine ich. Und der ist hier gewesen? Mensch, das sag ich doch die ganze Zeit. Der ist gestern schon angekommen. Und nun kommt das. Er ist ein alter Freund von unserem Opa. Nee, Clara. Was wollen wir nun bloß machen? Ja, wenn ich das mal wüsste. Ich habe doch die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Um 2 sind die beiden jetzt wieder an den Burg gekommen. Besoffen natürlich. Du, Clara, hat der Kerl an deine Schlafstubentür geklopft? Was, an meine Schlafstubentür? Nee, das ist verdächtig, sag ich dir. So? Ja, wenn er harmlos wäre, hätte er das bestimmt gemacht. Aber der Kerl, der hat das faustdick hinter den Ohren, du. Der hat sich immer unter Kontrolle, auch wenn er besoffen ist. Weil er erstmal dein Vertrauen gewinnen will. Mein Vertrauen? Aber ja doch. So, ja. Oh, stopp mal. Ja, denn ist das wohl besser? Wir sagen der Polizei Bescheid und dann wird er festgenommen und dann sind wir ihn wieder los. Nee, Clara, so einfach ist das nicht. Mensch, es wäre am besten und auch am vernünftigsten. Ja, aber zweckmäßig wäre das nicht. Nee, Clara, wir müssen ja erst den Beweis haben, dass er das auch wirklich ist, den die Polizei sucht. Ja, aber den besten Beweis haben wir doch, den großen Siegelring an Lüttenfinger. Ach, Clara, es gibt ja mehr Männer mit einem großen Ring an Lüttenfinger, nicht? Ja, aber was sollen wir denn nun bloß machen? Ja, ich meine, wenn er nun kommt und ich bin hier ganz allein. Ja, denn schreist du. Ja, und der? Du, dann schreist du einfach los. Ja. Und dann läuft das ganze Haus zusammen. Und dann haben wir die Zeugen. Die Zeugen, die wir gebrauchen, um ihn hochgehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob Schreien das Richtige ist. Ja, Clara, das ist das Allerbeste. Du, vergiss nicht, dass das ein Heiratsschwindler ist, den die Polizei schon lange sucht. Ja, Hermine, ich werde also aufpassen, ne? Ja. Wenn er denn nur also anfängt, Heirats zu schwindeln, ne? Dann schrei ich so laut wie ich kann und dann lassen wir ihn hochgehen, ne? Ja, du. Ja, er sagt aber ja, er wäre Generalvertreter für Melkmaschinen. Tünkram. Damit tarnt er sich bloß. Meinst du? Apropos Tarn. Clara, ich hab mir auch was zum Tarnen gekauft. Was denn? Ja, pass doch bloß mal auf hier. Ach, deine ganzen Sachen, die ich dir mitgebracht habe ich ja noch in der Tasche. Ne? Prima. Seife, Strümpfe, Zettel, was du bezahlen sollst. So, und hier, Clara, hier kommt meine Tarnkappe. Was ist das denn? Eine Perücke? Ja. Was willst du da denn mit? Clara, ich habe in der Lesemappe gelesen, dass Männer gern mal was Neues um sich rum haben mögen. Ne? Ja, und da habe ich gedacht, na, dann willst du deinem Gottlieb doch auch mal was Neues bieten. Bitte? Mensch, hoffentlich kennt er dich denn auch wieder. Oh, mein Kopf. Ja, du sauf nicht so viel. Ich kann so viel saufen, wie ich will. Da musst du dich auch nicht über deinen Kopf wundern.
Dann hätte ihr auch wohl ein bisschen leiser nach Hause kommen können, du und dein Freund. Ihr habt ja einen Lärm gemacht. Ist ja nicht wahr. Wir sind ganz leise gewesen. Ich war so leise, ich habe selbst nicht gehört, dass ich zu Bett gegangen bin. Schnack doch nicht. Mach, dass du unsere Puppe kommst. Und dann kannst deinem Freund bestellen. Er soll machen, dass er wieder Land gewinnt. Jawohl, der verführt dich bloß zum Saufen. Und das kannst du in deinem Alter nicht mehr so vertragen. Was ich wohl nicht mehr vertragen kann. Du bist ja bloß neidisch, weil ich einen Freund hab und du nicht. Nein, du schippelt dir bloß nichts ein. Mach, dass du rauskommst. Und sag deinem Freund, er soll abhauen. Nix sag ich ihm. Du 38 Mark 22. Ja. Oh, und er kann auch gar nicht kommen. Wie? Er kann nicht wegfahren. Sein Auto ist nämlich kaputt. So, und nun gehe ich erstmal unter die Pumpe. 8 Mark 22. Ja, genau. Von wegen sein Auto kaputt. Sein Kopf ist voll Sprit. Ja, du, so sind die Männer. Oh, Mensch. Guten Morgen, Frau Strube. Ich muss mir mal den Kopf waschen. Das kann ich auch machen. Nee, das ist nicht gemeint, aber das mache ich lieber selber. Ole, wir kennen uns ja noch gar nicht. Mein Name ist Lehmkuhl. Otto Lehmkuhl. Generalvertreter für Melkmaschinen. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Jensen. Hermine Jensen. Mir gehört der größte Hof in der ganzen Gegend. Sonst noch was? Aha. Sind Sie verheiratet? Ja. Clara, hast du das gehört? So fangen diese Männer das immer an. Ja, da hast du wohl recht haben. Sprechen Sie über mich? Sie merken aber auch alles. Ja. Ja, das bringt mein Beruf so mit sich. Immer aufpassen und immer alles genau registrieren. Ja, das glaube ich wohl. Damit sie ja nicht die vielen Zahlen und Namen durcheinander bringen, nicht? Sehr richtig, Frau... Jensen, Frau Jensen, verheiratet. Oh, vielen Dank, Frau Clara. Das darf ich doch wohl sagen, wo Sie doch die Schwiegertochter von meinem besten Freund sind, nicht? Ja, Frau Jensen, in meinem Beruf muss ich immer höflich zu meiner Kundschaft sein. Das nennt man Kontaktpflege. Das ist in meinem Beruf besonders wichtig, weil sich das bei mir immer um hohe und große Geldbeträge handelt. Ja, wir haben schon verstanden. Ne? Ja, wir haben verstanden. So, naja, ich weiß nicht recht. Ich spreche von meinen Melkmaschinen. Da gibt es nämlich verschiedene Typen. Das wollen wir gar nicht wissen. Aber mit Ihnen ist ja nicht zu reden. Aber wir sehen uns ja noch, Frau Clara, ne? Mensch, Clara, das ist ein ganz gerissener Was soll wir denn nun bloß machen, dass wir... Hermine, bist du da schlau draus geworden? Sag Und mal. ob ich da schlau draus geworden bin, du vielleicht nicht? Aber Clara, du hast doch gehört, dass er von Namen und Zahlen gesprochen hat. Nee, von Namen und Zahlen hast du gesprochen. Ja, aber er ist da gleich mit so einem gierigen Ton drauf eingegangen. Und das ist verdächtig, sag ich dir. Ja, er sagt ja auch noch sowas von Typen. Typen. Kannst du dir denn nicht denken, was er mit den Zahlen gemeint hat? Kontoauszüge. Und mit den Typen die Namen. Nee, ich meine natürlich die Kontoinhaberin. So, nun weißt du das. Ja, nun weiß ich das, ja. Du, nun ist ja auch noch sein Auto kaputt und er kann nun nicht weg. Oh, das mit dem kaputten Auto ist doch ein Trick. Meinst du das? Ja, du, ein ganz fauler Trick ist das. Aber wir beide, wir werden dem die Tour vermasseln, sag ich dir. Du. Mensch, Clara, ich habe eine Idee. Ja, ruf Hannes mal rein. Hannes, was soll der denn? Ruf ihn rein, Clara. Ja, kann ich ja tun. Ne? Moment mal eben. Hannes! Was ist denn? Komm mal eben rein! Augenblick! Ja, nix Augenblick. Du sollst reinkommen und das bisschen dann. So, ja. Also, wie sollst du weitergehen, Clara? Du sagst nur zu Hannes, er soll zusehen, dass er das Auto von den Lehmkuhl so schnell wie es geht wieder in Gange kriegt. Das Auto so schnell wie es geht wieder in die Gang kriegen, ne? Was denn los? Oh, kannst du denn nicht anklopfen? Ach so, ja. Was willst du? Anklopfen. Hier, komm her. Pass auf. Hier. Hier hast du 10 Mark. Seh zu, dass du das Auto von dem Lehmkuhl wieder in die Gange kriegst.
Opa hat gesagt, das wäre kaputt, aber ich glaube das nicht so ganz, ne? Sprecht aber mit keinem drüber. Hast du mich verstanden? Das geht klar, Frau Struve. Das für mich, ein Klacks ist das für mich. Ja, siehst du mal. So, nun lauf auch hin, ne? Ja? Ja. Ja, geh doch zu. Ja. Ja, ja. Ja, also. So, mein Clara. Ein Schritt werden wir weiter. Ja, alles Du, klar. und du weißt nur Bescheid, ne? Also, wenn er anfängt zu schwindeln, dann weißt du, was du tun sollst. Ja, Hermine, denn schrei ich die Zeugen zusammen. Ja, so ist das gut. Ja, ja. Ich muss aber wieder rüber. Du, ich hab ja keine Nee, Zeit mehr, nee, ne? das verstehe ich. Tschüss, Hermine. mein Dirk. Tschüss, ne? nicht? Ja. Ach, ich bring dich noch eben mit raus. Oh, das ist schon nett, Und du. ganz vielen Dank für Oh, deine wie früher mache ich das gerne. Nee, das soll das sein. Ganz So, mein Jung, du komm mal erstmal mit rein. Du sollst mir nämlich einen Gefallen tun. Ich habe gar keine Zeit, Opa. Ich muss nämlich für Frau Struve... Ah, Schnack, komm her und hör zu. Du pass mal auf. Nun nimmst du dir mal das Auto von meinem Freund Otto Lehmkuhl vor und guckst dir das ganz genau an, ob da auch alles in Ordnung an ist. Ich glaube nämlich, das ist kaputt. Das habe ich mir schon angeguckt. Ja, denn Da ist guck- alles in Ordnung an. Denn Da guck- ist nichts angepasst. Denn Ist doch guck- nicht. Dann guckst du dir das nochmal an. Und dann ist da nicht mehr alles in Ordnung an. Hast du mich verstanden? Nee. Mann, du stell dich doch nicht tüffeliger an, als du bist. Du sollst mit dem Auto was machen, dass es so ein klein bisschen kaputt ist. Warum das denn? Ich will meinen Freund noch ein bisschen hier behalten. Ja, mit ein kaputtes Auto kann er doch nicht weg, ne? Hast mich nun verstanden? Ja, verstanden habe ich dich nun. Na, dann ist ja gut. Gut? Nee, teuer. Das kostet eine Kleinigkeit, kostet das. Mann, du bist aber einer, du. Ja, komm her. Hier hast du 10 Mark. 10 Mark ist zu wenig. So viel kostet das Heil, machen ja schon. Kaputt, Mann. Kaputt, Mann, ist teurer. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, komm her. Da ist noch ein Heiermann, so. Wow, ab! Danke. Mach das, du Wichser! Was ist das denn? Das ist ja eine Perücke. Was will Clara denn mit sowas? Ah. Moment mal. Da fällt mir was ein. Tja, ich kenne mich gar nicht wieder. Die behalte ich. Oh, Mensch. Otto kommt. Wilhelm? Ja, Otto, was ist denn? So, Wilhelm, guck mal hier, was ich hier habe. Eine kleine Taube. Ich glaube, die hat was, du, die. Die fliegt gar nicht weg. Wo hast du die her? Ja. Mensch, du, lass das bloß Clara nicht sehen. Die reißt dir den Kopf ab, du. Lass die bloß wieder los. Ja, was ist das denn, du, die hat ja eine Hülse am Bein. Eine Hülse. Hast du sehen? Tatsächlich. Oh, guck mal hier, du, da ist ja ein Zettel. Guck mal hier. Da steht was drauf. Du, liest du mal, meine Arme sind zu kurz. Kleine Mäuse eingetroffen. Stopp. Bitte Nachricht. Wann große Mäuse folgen. Stopp. Truppe in Bewegung. Stopp. Quartier vorbereitet. Stopp. A. Liebe. Komma. Stopp.
Was soll das denn bedeuten? Truppe in Bewegung, stopp! Du, das hört sich verdammt nach Soldaten an, meinst du nicht auch? Ja. Zu Wilhelm, das ist verdächtig. Sehr verdächtig. Das sieht ja beinahe nach Spionage aus. Spionage? Ja. Du meinst doch nicht meine Schwiegertochter Clara? Nee, du, das glaube ich nicht. Wilhelm, die Weiber können sich verstellen, glaub mir das. Ich habe da so meine Erfahrungen, du. Ja, aber Clara, nee, du, die Tauben sind doch bloß ein Hobby von ihr. Ah, das ist Tarnung, nix als Tarnung. Ihr habt doch hier den Truppenübungsplatz. Ja. Und du sagst doch selber, dass sie den ganzen Tag im Taubenschlag steckt und da keinen anderen reinlässt. Ja, du, das ist wahr, da hast du recht. Ja. Naja, nun weiß ich auch, warum sie immer so grandig zu mir ist. Sie hat Angst, dass ich ihr auf der Spur bin. Oh, nee, Otto, nun übertreibst du aber. Ich sag doch bloß, deine Clara denkt das von mir. Und nun geht sie in die Defensive. Nee, Otto, du, das kann nicht angehen. Clara ist nach draußen gegangen und eine Defensive haben wir hier gar nicht. Wir müssen uns erstmal überlegen, was zu tun ist. Ja, was sollen wir denn da machen? Ich kann meine Schwiegertochter doch nicht an die Polizei ausliefern. Du, wer soll denn hier die ganze Arbeit machen auf dem Hof, wenn Clara im Knast sitzt? Nee, Wilhelm, das geht nicht, das geht wirklich nicht. Ja, was machen wir denn da? Naja, wir müssen sie erstmal beobachten. Na, Clara. Na, ein bisschen abräumen, was? Ja. Sagen Sie mal, was machen Sie denn mit meiner besten Brieftaube? Her damit! Kümmern Sie sich lieber um Ihr Auto. Die Tauben haben Sie nicht anzufassen. Wo haben Sie die überhaupt her? Die habe ich bei der Pumpe gefunden. Ich wäre beinahe draufgetreten. Machen Sie Ihre Augen doch auf. Aber Frau Clara... Für Sie bin ich immer noch Frau Struve, Herr Lehmkuhl. Aber Clara, nun sei doch friedlich. Friedlich. Das Loch im Hühnerzaun wird immer größer. Da solltest du dich mal noch kümmern. Wilhelm, das ist verdächtig. Das stimmt was nicht, du. Ach nee, Otto, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine Schwiegertochter als geheime Spionin. So. Nun wollen wir doch mal sehen, sonst wird das doch nichts mit der Reparatur. Hier. Und Sie, Herr Lehmkuhl, Sie dürfen mal ganz gern mit anfassen, nicht? So, und nun raus und an der Arbeit. Komm, Otto. Was ist das denn? Ein Brieftaubenbrief von Adam. Mensch, den haben die beiden gefunden. Kleine Mäuse eingetroffen. Stopp. Bitte Nachricht, wann große Mäuse folgen. Stopp. Truppe in Bewegung. Stopp. Quartier vorbereitet. Stopp. A. Liebe, Stopp. Menschenskind. Den haben die beiden gelesen. Ja, vielleicht haben sie es ja gar nicht verstanden. Na, hast das Auto von dem von dem Herrn Lehmkuhl wieder heigemacht? Nee, das habe ich doch gerade kaputt gemacht. Nee. Ich meine, ich wollte sagen, da habe ich den Vergaser auseinandergenommen, ne? Ja. Das ist nämlich ein Viertakter, ne? Und der dritte Takt, der macht immer Tick-Tack, Tick-Tack. Das heißt, manchmal macht er auch Taktik, ne? Mama, ich glaube, du bist nicht ganz intakt. Was ist mit dem Wagen los? Nix. Ich meine, das dauert seine Zeit, bis ich den Taktiker gefunden habe, ne? Das ist nämlich gar nicht so einfach, ist das nicht? Nix da. Du gehst nun hin und machst den Wagen wieder flott. In einer Viertelstunde läuft der Motor wieder. Hast mich verstanden? Wie viel? Na, verstehst du nicht? In einer Viertelstunde, habe ich gesagt. Nee. Ich meine, wie viel? Was? Geld willst du haben? Ja. Ich habe dir doch jetzt 10 Mark gegeben. 10 Mark, das lang, nee. 15 Mark kostet das kaputt machen hier schon. Heil machen ist teurer beim Viertakter. Das kostet 20 Mark kostet. So. Naja, hier hast du 20 Mark. Danke. Nun ist aber Schluss. Ja. Mutter? Ja. Hast du Opa die Zange
die Kneifzange wieder verloren. Junge, Junge, nach den beiden will ich aber helfen. Was gibt es hier? Also irgendwo gibt's ja hier Nummer. Ja, komm rein. Ach, du bist das. Ja, ich bin das. Na, das ist ja fein. Ja? Jo. Und nu? Und nu? Nix. Das habe ich mir beinahe gedacht. Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Ich? Wieso? Hast du gar keine andere Büchs? Eine andere Büchs? Oder ein anderes Hemd oder eine andere Jacke? Anderes Hemd und andere Jacke? Ja, so kriegst du nie eine Freundin. Aber das willst du wohl auch gar nicht, was? Wieso meinst du das? Du musst dir mal die anderen Jungs hier in der Gegend angucken. Die laufen nicht immer in schiedigen Büchsen rum. Die sitzen auch nicht immer auf dem Trecker und wühlen im Dreck. Ja, aber ich muss doch arbeiten. Und der Hof. Und alles. Und so. Der Hof und alles und so. Dann mach du mal den Hof und alles und so. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Du, viele? Ja, was ist denn? Nix. Denn nicht. Wo hab ich denn bloß meine Kneifzange gelassen? Hier ist sie nicht. Da ist sie nicht. Na, Christian, hat das wieder nicht geklappt? Oberst Rufe, das hat doch alles keinen Zweck. Immer wenn ich was sagen will, dann weiß ich nicht was. Und wenn ich das denn weiß, dann ist Fide schon wieder weg. Tja, Du, Fide sagt, ich soll eine andere Hose anziehen. so. Ja, und dann sagt sie auch noch, ich soll ein anderes Hemd anziehen. Und nicht immer bloß arbeiten. Und nicht immer bloß auf dem Trecker sitzen. Und nicht immer bloß im Mist wühlen, das sagt sie auch noch. So, das sagt sie auch noch. Und warum tust du nicht, was sie sagt, du Dösbaddel? Oberst Rufe, das hat doch alles keinen Zweck. Da hat sie ja doch wieder was an mir auszusetzen. Irgendwas mache ich ja doch immer wieder verkehrt. Tja. Oh, du, Augenblick mal. Ich bin gleich wieder da. Lauf nicht weg, hörst du? Ist Opa nicht hier? Nee, aber kommt gleich wieder. Ah ja, dann warte ich so lange. Warten tue ich am liebsten. Na, wie geht das denn so mit ihr? Was heißt mit ihr? Tu doch nicht so. Mit Fide meine ich. Was geht dich das an, hä? Nix. Ich mein ja auch mal bloß, meine ich ja mal. Ach so, du meinst ja mal bloß, meinst du ja, Mann. Und ich sag dir, dass dich das nichts angeht. So, du hau mal ab. Und mach dich mal nicht breiter als dein Hemd ist, ne? Du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist hier nicht der Bauer und ich bin nicht dein Knecht. Du, das werde ich dir zeigen, was ich dir zu sagen hab, du. Du meinst wohl, wenn du bei Fide nichts zu melden hast, kannst du dich bei mir abspielen, wa? Da hast du über den Finger geschnitten, hast du dich aber du. Mach, dass du rauskommst. Geh in die Rüben, da hast du was zu tun. Von wegen in die Rüben. Die Landwirtschaft hänge ich sowieso bald am Nagel, hänge ich die bald. Was? Du wirst den Sack hauen? Ich werd Autoschlosser. Ich mach mich selbstständig. Du? Du kannst doch noch nicht mal einen Träger von der Melkmaschine unterscheiden, du. Ich will dir mal was sagen, du Schnösel. Du meinst wohl, ich Was kann hast du keinen gesagt, Träger von der Schnösel? Melkmaschine unterscheiden? Hallo, Hannes, was machst du denn hier? Hast du das Auto nur endlich kaputt? Naja, im Augenblick läuft das Auto wie die Feuerwehr. Herr Lehmkuhl, kann er gleich mit losfahren. Ja, aber das soll er doch nicht, du Dösbaddel. Begreifst du das denn nicht? Doch, das wohl. Aber dann muss ich den Vergaser rausnehmen, muss ich denn. Weißt du überhaupt, was das ist, ein Vergaser? Na los, mach, dass du rauskommst und tu, was ich dir gesagt habe. Vergaser ausbauen, das kostet aber was. Wieso, du hast doch schon Geld gekriegt. Ist aber ein Viertakter. Ja und? Das kostet 25 DM. Mann, oh Mann, der wird immer teurer. Ja, das ist aber das letzte Mal, du, das sage ich dir.
5, 10, 20, 25. Fehlt ein Heiermann. Aufpassen tut er nur auch noch. Da. So, mach dass du rauskommst. Wenn ich mich selbstständig machen will, dann brauche ich jede Mark, brauche ich denn. Wenn du Autoschlosser wirst, du, dann kauf ich mir wieder Pferde. Ja, lass mal gut sein, Krischer. So, komm, deine Buchführung kannst du draußen machen. Los, raus. Plus 25. Ach, bist du raus? Ja. So, mein Junge. Du Opas, du, sag mal, warum soll er denn das Auto kaputt machen? Du, komm mal her. Weißt du, was das ist? Was? Nee. Das ist eine Perücke. Eine Perücke? Ja, komm, setz das Ding mal auf. Was soll ich? Du sollst das Ding mal aufsetzen. So doch nicht. Komm mal her. Warte mal. So. Siehst du, so bist du hübsch. Und was soll das? Ja, nur schnack nicht und hör zu. Du willst doch Eindruck machen bei Fide, ne? Ja, das heißt, Ja oder nee? ja. Also gut. Dann kaufst du dir heute noch einen schicken Anzug und ein schickes Hemd und was da sonst noch alles zugehört. Und dann spielst du Fide so ein klein bisschen Theater vor. Nee, das kann ich nicht. Was kannst du nicht? Theater spielen. Ach, Schnack, das lernst du. Das haben schon ganz andere gelernt. Du spielst deinen Bruder Ewald und sagst, du bist ganz unverhofft aus Australien zu Besuch gekommen. Mit dem Flugzeug. Ich mach aber gar nicht mit dem Flugzeug fliegen. Du sollst doch auch gar nicht fliegen. Ach so. Ach, du meinst, ich als Ewald bin mit dem Flugzeug hergekommen. Na klar doch. Mit dem Schiff dauert ja auch viel zu lange, ne? Ja, nun verstehe ich das. Ja, aber du, das merkt viele doch. Die kennen doch meinen Bruder. Ach was, die merkt gar nichts. Erstens ist dein Bruder schon ein paar Jahre weg. Und zweitens sieht er nun bestimmt ganz anders aus, als wir ihn alle in Erinnerung haben. Ja, du, aber wenn Fide das nun mit meiner Mutter bespricht, oder, dann kommt doch alles raus. Du musst deinen Bruder Ewald eben so gut spielen, dass sie nichts merkt. Du musst so doll auf sie wirken. Und dass sie sich richtig in dich verknallt. Und dass sie dann mit keinem Menschen mehr spricht. Was? Ja, Fide darf bloß noch Augen für Ewald haben. Du, das gibt das. Ja, wenn man so richtig verknallt ist, dann sieht man keinen anderen mehr, bloß noch den einen. Du, ich kenne das. Du. Ist so. Du, ich habe mal eine Freundin gehabt, die hatte knallrote Haare, so richtig Kastanien, so richtig so feuerrotes Haar, weißt du? Ja, aber bei mir ist das doch ganz was anderes. Naja, die Haarfarbe spielt ja auch nicht die Hauptrolle, Nee, ne? das meine ich ja nicht. Ja, was denn? Ich meine, Ewald, der ist doch ganz anders als ich und alles und so. Und alles und so. Machst das und damit basta. Oder willst du viele nicht haben? Doch, natürlich, Ja, aber nix Opa, halt, komm mal her. Guck mal in den Spiegel. Na? Ja, so ein bisschen anders sehe ich ja aus, ne? Ja, du, aber wenn Oh, viele du immer mit deinem Wenn und Aber. Geh doch mal ein bisschen aus dir heraus. Riskier doch mal was. Ich versabbel mich, du. Ja, nee, das darfst du natürlich nicht. Pass mal auf. Wir gehen nun in meine Kammer und da gebe ich dir noch so ein paar Tipps. Und dann üben wir das alles noch so ein bisschen ein und dann geht das Theater los. Das sagst du so einfach, du, dann geht das Theater los. Du, das ist alles gar nicht so einfach. Oh Mann, du machst das doch nicht schlimmer, als das ist. Wenn du erst einen neuen Anzug anhast, dann geht alles von ganz alleine. Meinst du das? Ja, wenn so ein Schauspieler erst sein Kostüm anhat, dann geht das Theaterspielen ganz von allein. Ja. Nun komm mal mit, nun mache ich aus dir einen Casanova.
sind sie weggegangen. Fiete mit Ewald. Also, auf einmal ist er zu Besuch aus Australien gekommen. Also, da hat Hermine mir nichts von erzählt, dass er kommen wollte. Naja, hat sie wohl vergessen bei all der Aufregung mit diesem Heiratsschwindler. Also, Ewald ist auch so ein richtiger Filou geworden. Aber die ist ja ganz verrückt nach ihm. Naja, also ich muss schon sagen, da ist mir Christian lieber, wenn er sich bloß nicht so dosselig anstellen würde. Aber kannst ja nichts machen. Hannes, was will der denn um diese Zeit? Ja, komm rein. Guten Abend, Frau Struve. Na, was willst du? Ich wollte ganz gerne mal was mit Ihnen beschnacken. Sag mal, um diese Zeit? Geht das nicht morgen? Nee, das muss nun in diesem Augenblick sein, muss es. Naja, aber mach nicht so lange, ne? Nee, das dauert nicht lange. Setz dich hin und dann fang an. Ja. Ja, das ist nämlich so, Frau Struve. Ich bin hier doch nun schon 6 Jahre auf dem Hof, ne? Ja, das kommt wohl hin, ja. Und Sie kennen mich doch nun auch schon 6 Jahre. Ja, das ist auch richtig. Und ich kenne Sie ja nun auch schon 6 Jahre. Und ich habe immer meine Arbeit gemacht und bin immer nett und freundlich zu Ihnen gewesen. Ne? Ja, warum solltest du nicht freundlich zu mir sein? Ich bin ja auch freundlich zu dir. Ne? Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr? Ja, und nun? Tja, und nun? Das ist nämlich so, Frau Struve. Ich weiß doch hier auf den Hof gut Bescheid. Ich kenne hier alles. Und ich weiß auch, dass hier ein Mann fehlt. Sag mal, wo willst du auch raus, Hannes? Ja, das ist es, ja, Mann. Sie sagen immer Hannes und du zu mir. Und ich sag Frau Struve und Sie zu Sie. Nee, zu Ihnen, ne? Und da dachte ich meine, weil wir uns da doch nun schon so lange kennen, ne? Da dachte ich, dass wir nun erstmal auf Du und Du treten müssen. Wie soll ich das verstehen? So wie ich das gesagt habe. Guck mal, Frau Struve, ich bin doch ein netter Kerl, ne? Bin ich doch, ne? Der immer so alleine ist. Und Sie sind doch eine nette Frau, ne? Sind Sie doch, ne? Die auch immer alleine ist. Und das ist auf die Dauer nicht gut. Ist das nicht? Soll das heißen, du machst mir einen Heiratsantrag? So kann man das ungefähr sagen, kann man das. Du willst mich heiraten und dann hier diesen Hof übernehmen? Ja, nun regen Sie sich doch nicht auf, Frau Struve. Ich meine es wirklich gut mit dir. Wir trinken nur erstmal auf Du und dann beschnacken wir alles andere. Ich habe nämlich keine Lust mehr, hier für Sie den Schickenkleier zu spielen. Schiedenkleier? Sag mal, du bist ja wohl ganz und gar durchgedreht. Mach, dass du rauskommst und geh in deine Kammer. Hast du mich verstanden? Ja, nun verstehen Sie mich doch richtig, Frau Struve. Ich will nichts mehr hören. Wenn dir das hier nicht mehr passt, gebe ich dir morgen deine Papiere und dann kannst du gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, dann gehe ich erstmal. Aber da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. So schnell gebe ich nicht auf. Gute Nacht, Clara. Was der dösige Kerl sich bloß einbildet. Mich heiraten. Da kommen die beiden Rumtreiber wieder. Besoffen natürlich. Wir leben sowieso. Ich lange mehr. So, Otto, du komm mal rein, ne? Aber leise, wir wollen Clara nicht erst wecken, ne? Oh, Otto, du kneif mich mal in den Arm.
Will du das unbedingt willst, du? Aua, doch nicht so doll. Denn träum ich ja wohl doch nicht. Du, pass mal auf, du Knipp. Ich knips jetzt das Licht an. Hier. Knips. Hier. Guck, guck mal, Otto. Guck mal hier, du. Mensch, was ist das denn, du? Schnaps? Wo kommt der denn her, du? Ja, du sollte Clara den dahingestellt haben. Vielleicht will sie sich ja wieder mit uns vertragen, ne? Ja, angehen kann das ja, liebe. Ja, der Mann Prost, mein Prost, Wilhelm. Oh, das tut gut. Du, Otto. Ja. Ich glaub, Clara wird alt. Nee, du, das glaube ich nicht. Das sind wohl mehr die Sorgen mit der Truppenbewegung, mit der Quartierssuche und mit der ganzen Spionage. Ja, das kann auch sein. Immer diese Angst im Nacken, dass sie geschnappt wird, ne? Ja, du, Wilhelm, wir müssen uns was ausdenken, wie wir Clara da wieder rausholen, du. Wir können sie ja nicht einfach so in Stich lassen, nur wo sie so nett zu uns ist. Ja, aber was wollen wir da denn machen? Ja, pass mal auf, wir schnappen uns morgen die Tauben und dann schlachten wir die Biester. Ja. Was? Du willst Clara ihre Brieftauben schlachten? Ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, Otto, bitte. Nee, Ernst, Otto. Doch, du, das ist das Beste, denn erledigt sich die Sache von ganz allein. Keine Brieftauben, keine Spionage, kein Gefängnis, du. Ja, und kein Lärm mehr und kein Gestank. Prost, Otto. Prost, Oh, ich mach gar nicht mehr. Aber, Otto, hör mal zu, Otto. Du, die Tauben sind noch eigentlich ganz nüdelig. Ja, ich weiß, du, die Tauben, die sind ein Andenken an ihren Mann. Ich glaube aber nicht, dass dein Sohn damit einverstanden wäre, wenn mit seinen Taubenspionage getrieben wird, du. Otto, du bist ein blischen Kerl. Nee, da wäre bestimmt nicht mit einverstanden. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ja, Die werden aufgegessen, das ist doch klar, ne? Was? Die ganzen Tauben aufessen? Ja. Mann, das dauert ja bis Weihnachten. Das ist egal, das Opfer musst du bringen, du. Ich? Wieso ich? Soll ich die Tauben denn ganz alleine essen? Oh, hör mal, das ist viele mit ihren australischen Krischern. Ich meine, mit Krishan, sein Bruder aus Australien. Du komm, wir verstehen. Ja. Gehen kaputt, wir gehen kaputt. So, Ewald. Vielen Dank auch für den netten Abend. Bitte. Ja, nu geh mal, nicht? Ja, aber du willst mich doch nicht schon nach Hause schicken, Darling. So spät ist das doch noch gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber wenn meine Mutter das hört oder mein Opa. Ach, keine Angst, Baby, ich bin ganz leise. Komm, setz dich doch. Take a seat, please. Nee, da nicht. Komm hier auf die Bank, da ist das gemütlicher. Ach, Ewald, du bist auch ein toller Kerl. Ja, So ganz anders als dein Bruder Christian. so. Wie bin ich denn? Tell me, my darling. Ja, du kannst toll tanzen und fein erzählen und alles
habe, Christian? Christian, der redet immer nur von seiner Arbeit und vom Hof und vom Treckerfahren. Und wenn er überhaupt mal was sagt. Ach, Fide, my little sweetheart. Ich kann noch viel mehr, du. Ich kann mit dem Boomerang schmeißen und schwimmen und auf dem Känguru reiten und Trecker fahren und, nee, Autofahren meine ich. Ja, und hast du das alles in Australien gelernt? Ja. Und dann kann ich auch noch küssen. Ja, wirklich richtig küssen? Ja. Du so richtig australisch. Yes, my baby. Nimm mal los. War das australisch? Ja. No. Hallo! Oh. Ah, nu guck mal an. Fide hat sich eine Freundin mitgebracht. Oder bist du ein Freund, hä? Was soll das? Aua! Nee, du bist doch ein Kerl, du. Aber ein komischer Kerl bist du. Was willst du eigentlich hier? Du, deine Stimme, die kenne ich doch. Bist du nicht... Nee, der bin ich nicht. Ach so, der bist du nicht. So, jetzt gehen Sie mal away und lassen Sie uns alone, old fellow. Old Fellow, was heißt hier Old Fellow? Wer bist du denn überhaupt? Das ist Ewald, der Bruder von Christian. Der ist ganz unverhofft zu Besuch gekommen aus Australien. Der Bruder von Christian. So Knall und Fall aus Australien. Ach, guck mal. Da ist meine Buddel, ja. Was ist das denn? Als ich vorhin hier rausging, war die Buddel noch voll und nun ist sie beinahe leer. Das bezahlt ihr mir, hört ihr? Was fällt dir ein, so mit mir um meinen Besuch zu sprechen? Nun lass mal, Darling. Darling, was heißt hier Darling? 10 Mark kostet's das. So, ja, schon 10 Mark. Also, nur ist aber genug, ja? Nun geh mal zu Bett, ja? Ja. Ich gehe zu Bett, wenn ich das will. Ich tue überhaupt bloß noch das, was ich will. Und morgen habe ich Feiertag. Morgen wird nicht gearbeitet. Ich jag morgen keine Hühner rein, die weggelaufen sind. Und ich gehe auch nicht in die Rüben, gehe ich nicht. Ich setze mich auf keinen Trecker und ich fass kein Auto an, fass ich nicht. Hast du denn das Auto von Herrn Lehmkuhl nun endlich wieder in Ordnung? Der will doch morgen abreisen. Nee, das habe ich nicht. Warum denn nicht? Da habe ich doch den Vergaser ausgebaut, habe ich doch. Dann bau das Dingsmann morgen früh gleich wieder ein. Das kann ich nicht. Das kannst du nicht, wieso nicht? Ja, das heißt, ich kann das wohl, aber das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ja, mir ist beim Saufen das Geld ausgegangen und da habe ich den Vergaser auch noch versoffen. Was? Ich will doch mal endlich wissen, was hier los ist. So. Erklärt. Hannes, was hast du denn in deinem besoffenen Kopf mit meinem Vergaser gemacht? Was machst du denn hier? Ich denke mich schon an dein Bett. Ja, mein Gott. Was ist denn, Frau Struve? Sie haben ja ganz glasige Augen, haben Sie ja, ne? Frau Struve, das mit dem Vergaser. Sag das nicht, Hannes, sag das nicht. Fide, ich glaube, deine Mutter hat ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. So, und nun kommt tierisches Organ. 1, 2, 3, 5 Buchstaben.
Ja. Ter. Euter. Ja, komm rein. Moin. Nochmal. Moin, Wilhelm. Gottlieb. Ja. Na, was treibt dich denn hierher? Ja, komm, go sitzen, ja. Tja, du, das magst du sagen. Meine Hermine, die pflegt ja sonst den gesellschaftlichen Umgang, nicht? Ja, du, das stimmt, da hast du recht. Ja. Ja, also, was hast du denn nur auf dem Herzen, Gottlieb? Ja, was ich sagen wollte... Willst du einen Schnaps? Nee, danke, nee, das wollte ich nicht sagen, nee. Ja, was ich sagen wollte... Ja, dann sag doch, was du sagen wolltest. Ja, Mensch, du lässt mich doch gar nicht zu Worte kommen. Ich sag doch gar nichts. So, naja, also, was ich sagen wollte... Also, euer Hannes, der versteht doch was von Maschinen, ne? Ja, das tut er wohl, ja. Ja, nun hab ich mir gedacht, ob er nicht mal rüberkommen könnte zu uns und sich unseren Trecker angucken. Ja, der will nämlich nicht ernst bringen. Ja, aber warum macht euer Krischan das denn nicht? Der ist doch auch so ein halber Autoschlosser. Tja, Wilhelm, ich kann den Bengel nicht finden. Du kannst den Bengel nicht finden. Nee. Christian, der ist mir mal nicht mehr zu finden. Der ist mir mal verschwunden. Der ist mir mal verschwunden. Ja. So, ja, Hannes ist auch verschwunden. Was? Der ist zur Stadt. Ach ja, Mensch, was mache ich denn nur bloß? Ja, dann musst du wohl so lange warten, bis Hannes wiederkommt, ne? Ja, du, der besorgt für meinen Freund Otto Lehmkuhl neuen Versager. Was? Neuen Vergaser für sein Auto. Ach so. Ja, hat Hermine dir nichts von unserem Besuch erzählt? Doch, ja, das hat sie. Ja, siehst du, und sein Auto macht Hannes nur so ein bisschen kaputt, weil ich ihm das ja gesagt habe. Was hast du? Was habe ich gesagt? Du hast eben zu mir gesagt, du hast zu Hannes gesagt, er soll das Auto von deinem Freund Otto Lehmkuhl so ein bisschen kaputt machen. Hast du gesagt, sagtest du. Das habe ich gesagt? Ja. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich meine, ich wollte... Ja, nun ist das schon gut. Nun erzähl mir doch bloß mal, was ist denn nun mit dem Auto von deinem Freund? Ja, das ist kaputt. Also doch. Also nee, das Auto ist nicht kaputt. Der Vergaser ist kaputt. Ja, nur ist Hannes los und holt einen neuen Vergaser. Ja, so nun verstehe ich gar nichts mehr, Mensch. Na, das ist auch ganz egal, ist ja nicht mein Auto, nicht? Tja, also, was wollte ich denn noch sagen? Ja, dann sag das doch. Ja, nun, Augenblick mal. Ach ja, richtig. Hermine ist ja auch zur Stadt, nicht? Zum Flugplatz. Zum Flugplatz? Ja. Will sie in die Luft gehen? Nee, wir kriegen auch Besuch. Ach so, ja. Das stell dir vor, wir haben gestern ein Telegramm gekriegt von unserem Ewald. So, von eurem Ewald. Ja, der hat die Nase mit mal voll in Australien und kommt heute hier an. Und kommt heute hier an, euer Ewald. Ja. Das ist ein Ding, was? Ja. Was? Euer Ewald kommt heute wirklich hierher? Ja. Das ist ein Ding. Ja, das habe ich doch gesagt. Hermine muss gleich mit ihm hier sein. Ja, aber das geht doch gar nicht. Das kann er mir doch nicht antun. Stell dir das bloß mal vor, du. Schreib einfach ein Telegramm und bums ist er da. Und bums ist er da. Ja. Oh, was mache ich bloß? Wieso, was hast du denn damit zu kriegen? Ach Gottlieb, heute geht alles schief und läuft durcheinander, du. Und nun kommt auch noch dein Sohn Ewald aus Australien hier angetanzt. Oh Gottlieb, du, ich sitz ganz böse in der Tinte. Wieso denn? Aber du könntest mir einen Gefallen tun. Ich? Ja, du, mein Freund Otto Lehmkuhl, der ist nämlich Vertreter. Generalvertreter für Melkmaschinen. So, Melkmaschinen. Ja, ich habe ja eine Melkmaschine. Ja, aber keine mit EH. Mit EH? Ja, du, das ist das Allerneueste, aber das kann dir mein Freund viel besser erzählen. Nee, also ich brauche keine neue Melkmaschine. Oh Gott, du kannst dir das Ding doch wenigstens mal angucken. Und wenn ihr denn ins Geschäft kommt, dann ist mein Freund Otto vielleicht nicht mehr so böse mit mir. Du weißt doch, er kann doch nicht weg, sein Auto, der Vergaser. Nee, ich will keine neue Melkmaschine. Ich habe auch gar kein Geld. Oh, das kriegst du von mir. Von dir? Ja. Bist aber ein bisschen besoffen. Nee, nicht mal das. Oh, was mache ich bloß? Guten Morgen. Na, was ist denn hier los? Och, du bist ja so blass, oh Pülein, fehlt dir was? Naja, die
Die letzte Nacht war auch ganz schön aufregend für einen Mann in deinem Alter. Morgen, Onkel Jensen. Ja, Fide, moin moin. Na? Fide, was machst du denn hier? Hast du nichts zu tun? Doch, warum? Ja, warum? Dann tu das und lass uns hier allein. Ich warte Worauf? auf Ewald. Oh. Du, Fide, wieso wartest du auf Ewald? Sag mal, woher weißt du denn überhaupt, dass er heute ankommt hier? Das hat er mir selber gesagt. Er will mich abholen. Ach, du Gottlieb, lass mal gut sein, du. Viele Snack, dummes Zeug. Oh, wer hier wohl dummes Zeug schnackt? Oh, Otto, was ist denn mit dir? Wo willst du hin? Ich will weg. Wenn mein Auto noch nicht fertig ist, fahre ich eben per Anhalter oder mit der Bahn. Schönen guten Morgen. Moin moin. Jensen, ne? Ah, du Otto, das ist Gottlieb Jensen, der Mann von Hermine. Du, ja. Gottlieb. Und das ist mein Freund Otto Lehmkuhl. Du weißt, ich hab ja so viel von ihm erzählt, ne? Ja, das stimmt, ja. Moin, Herr Lehmkuhl. Ja, Sie wollen in die Stadt, was? Ja. Ja, kann ich Sie ein bisschen mit links nehmen? Oh, das ist aber nett. Ja, Nee, Otto, das kannst du mir doch nicht antun. Du kannst mich doch nun nicht alleine lassen. Wir wollen doch noch Claras Tauben. Du weißt, Was wollt ihr mit den Tauben? Was wollen wir mit den Tauben? Nix. Wir haben deiner Mutter versprochen, dass wir ihr einen neuen Taubenschlag bauen wollen, nicht? So, ja. Oh, du, Otto. Tu mal was für deine Firma. Der Gottlieb, der hat wenigstens 50 Tauben im Stall. Ich meine 50 Kühe auf dem Dach. Wilhelm, das ist Alvaro. Ja. Also, was du kannst. Also Jensen, meine Firma, die hat eine neue Melkmaschine konstruiert. Mit EH, du. Aber kommen Sie doch mal mit. Ich habe das Modell draußen im Schuppen stehen. Schön. Also mitgehen tue ich gerne, Ja, aber das von ist- wegen eine neue Ja, also Melkmaschine lassen Sie doch. brauche ich. Wenn Ihre Kühe... Moment, ja, bitte. Danke. Also, Also wenn Ihre Kühe mit diesem EH gewonnen werden. Mann. Das hat so gerade eben noch mal gut gegangen. Das scheint mir aber auch so. Was nun wohl noch kommt. Fide, was machst du hier denn noch? Nix. Ach so, nix. Ja, Du, ja. Opa, ich wollte dich mal was fragen. Ja. Kannst du mir wohl sagen, was mit meiner Mutter los ist? Du, die war vorhin so komisch. Die hat mir gesagt, dass sie in die Stadt will und dann hat sie sich richtig fein angezogen. So, ja, dann lass sie doch. Ich habe aber gesehen, dass sie heimlich ihr Sparkassenbuch eingesteckt hat. Ihr Sparkassenbuch? Heimlich? Du, das ist unheimlich. Sie wollte mir auch nicht sagen, was sie in der Stadt will. Das ist unheimlich. Naja, du, deine Mutter gefällt mir in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr. Mir ist so, als wenn sie sich mit irgendetwas rumquält. Siehst du, nun sagst du das auch. Ja, ich kann mir auch schon denken, was das ist. Ja? Was denn? Ich meine, ich wollte sagen, ich kann mir überhaupt nicht denken, was das ist. Du, Herr Strubel, ich weiß überhaupt... Moin, Ja, Christian, was gibt's denn Neues? Guck an, mein zukünftiger Schwager Christian. Das freut mich aber, dass du dich hier auch mal wieder blicken lässt. Du, wo hast du denn deinen Trecker? Willst du wieder in die Rüben? Oh, Fühle, du lass das doch. Wieso? Er wird doch nur bald mein Schwager, wenn ich seinen Bruder Ewald heirate. Was? Oder hat Ewald dir das noch gar nicht erzählt? So weit bist du schon. Ich wollte sagen, so weit ist er schon. Ja, so weit ist das schon. Och, Ewald, das ist ein Kerl. Verguck dich mal bloß nicht. In dich vielleicht? Nee, du, ich bleib jetzt bei meinem Ewald. Du, Opa Strubel, was machen wir bloß? Du, Ewald kommt wirklich. Ja, ich hab schon gehört. Mensch, dein Bruder ist aber auch ein Torfkopf. Der stellt dich ja noch in Schatten. So war er schon immer. Immer macht er das, was er nicht soll. Naja, vielleicht kommt er ja gar nicht mit. Mit dem Flugzeug, meine ich. Wieso denn nicht, du? Wenn Ewald sagt, er kommt, du, dann kommt er auch, du. Ja, meinst du? Siehst du, ja, ich geh's dir. Ja, komm. Aber rede du mit ihm, ne? Oh Mann, Opa. So, und nun geht das los. Clara! Oh, ist Clara nicht hier? Nee, sag mal, Hermine, was ist denn mit dir los? Du kommst hier rein galoppiert wie ein Kavallerieregiment. Stell dir doch bloß mal vor. Gestern haben wir ein Telegramm gekriegt von unserem Ewald aus Australien. Ja, und heute wolltest du zum Flugplatz und ihn abholen. Bist du denn zum Flugplatz gewesen? Natürlich bin ich zum Flugplatz gewesen. 2 Stunden habe ich da gesessen
und auf Ewald und sein Flugzeug gewartet. Ja, nu, wo ist Ewald nu? Wenn ich das mal wüsste, er ist gar nicht angekommen. Er ist gar nicht angekommen. Nee. Alles habe ich abgesucht und überall habe ich gefragt. Nix. Ja, das ist ja großartig. Was sagst du da? Das ist großartig. Nee, ich meine, vielleicht hat er ja sich nur so einen kleinen Spaß gemacht und Ewald ist schon hier. So, was soll das denn? Ewald ist schon hier. Morgen, Hermine. Ach, Clara, du stell dir bloß mal vor. Ich bin zum Flugplatz gewesen und wollte meinen Ewald abholen. Aber der ist gar nicht mitgekommen mit dem Flugzeug aus Australien. Nicht mitgekommen? Nee. Aus Australien? Ja. Ach so, dein Ewald? Ja, nee, das ging ja auch wohl nicht so ganz, ne? Wieso? Ja, der ist doch gestern schon angekommen. Ja, Fiete war doch schon mit ihm zum Tanzen. Fiete war schon mit ihm zum Tanzen? Ja, siehst du, Hermine, nu sagt Clara auch, dass Ewald schon hier ist. Nun verstehe ich gar nichts mehr. Ja, dann will ich dir das mal eben erklären. Oh, das kann Ewald ihr ja Ehrlich, Opa, erklären. komm, sei du mal still. Ja. Clara, nur erklär mir das. Ja, also passt auf, ne? Also, Ewald ist schon hier, ne? Und hat Fiete schon den Kopf verdreht. Ja, seit gestern ist sie ganz verändert. Sie lacht und singt und macht sich hier zu schaffen, macht sich da zu schaffen. Der reinste Köselwind. Denn ist Ewald heimlich früher aus Australien zurückgekommen. Oh nee, und ich jag mich ab nach dem Flugplatz hin, ihn abzuholen. Ja, so sind die jungen Leute heute nun mal, nicht? Ja, Hermine, hast du sonst noch was? Ich muss nämlich in die Stadt und der Bus wartet ja nicht. Oh nee, du, dass Ewald mir sowas antun macht. Ist schon 2 Tage hier und pussiert bloß mit Mädchen rum. Bloß mit Fiete. Und da kannst du doch wohl nichts gegen haben, nicht? Diese jungen Leute aber auch, du. Ja, da mach was gegen, nicht? Ja. Also, Hermine, ich muss los. Oh, Clara, Moment noch. Du, ich habe da eine große Neuigkeit für dich. Ja. Oder hast du die Zeitung schon gelesen? Nee. Clara, da steht was drin von dem Heiratsschwindler. Den haben sie zu fassen gekriegt. Was? Ja, aber das geht doch gar nicht. Doch, gestern hat die Polizei ihn verhaftet. Nee, der ist doch noch hier. Ja, Clara, ich weiß. Aber Herr Lehmkuhl, ist das nicht? Mensch, das ist mir ja unangenehm. Clara, er hat das doch zum Glück nicht gemerkt, dass wir ihn in Verdacht hatten. Du, pass auf, ich will dir das mal schnell vorlesen. Ja. Ja, ich habe die Zeitung mitgebracht. Du. So. Oh, ja. Pass auf, hier. Ne? Wo ist dir das denn nicht drin? Hier, pass auf. Bei dem gefassten Heiratsschwindler handelt es sich um den schon mehrfach vorbestraften Adam Liebe. Liebe und auch noch Adam. Besagter Adam Liebe hat seine Bekanntschaft mit Vorliebe, auch noch mit Vorliebe, du, mittels Brieftauben angeknüpft. Das wäre sein bombensicherer Spezialtrick, meinte er während des Verhörs durch die Kriminalpolizei. Von den so gefundenen Frauen, meistens handelte es sich um wohlhabende Witwen in ländlichen Gegenden, hat er dann per Brieftaubenpost laufend Geld kassiert. Bemerkenswert ist, dass er sich als ehemaliger Berufsoffizier ausgegeben hat und sich in seinen Brieftaubenbotschaften oft militärischer Ausdrücke und Formulierungen bediente. Anscheinend rechnete er damit, dass Männer in Uniform auf Frauen nachhaltiger und eindrucksvoller wirken. Die von Adam Liebe geschädigten Frauen mögen sich bitte mit zweckdienlichen Angaben an die nächste Polizeidienststelle wenden. Ja, was sagst du nun? Du, was ein Glück, dass der hier nicht aufgekreuzt ist. Stell dir mal vor, der hätte rausgekriegt, dass du Brieftauben hast. Und eine ländliche Witwe bist du ja auch. Ja, Hermine. So, was denn nun? Bist du nun nicht mehr zur Stadt? Nee, der Bus ist weg. Und das ist auch wohl besser so. Da bin ich wieder, bin ich. Sieh ich. Was willst du? Ich wollte sagen, dass ich den Vergaser geholt habe. Den soll ich doch wieder einbauen, dass der Lehmkuhl wieder abhauen kann. Na, nee, das lass mal nicht. Das hat jetzt Zeit. Wieso? Ja. Ja, Clara, das sag ich auch. Du, nun, wo wir über ihn Bescheid wissen, nun können wir ihn nicht so schnell wieder weglassen. Nee, das meine ich ja auch, Hermine, nicht? Und er ist ja auch ein guter Freund von unserem Opa, nicht? Und das wäre ja nicht, wenn er nicht ein ehrlicher Mensch wäre. Ja. Also, Hermine, wir kochen uns nun erstmal eine anständige Tasse Kaffee. Oh ja, Clara, ja. Auf dem Flugplatz war der Kaffee mir viel zu dünn und zu teuer. Ja.
Das ist doch das allerletzte. Erst soll ich das Auto heil machen, dann wieder kaputt, dann wieder heil, dann wieder kaputt. Und nun hat das noch Zeit mit dem Heil machen. Nun hau ich das Ding aber wirklich kaputt. Was machst du denn hier? Ich wollte sagen, dass ich den Vergaser geholt habe, wollte ich sagen. Vergaser? Mann, lass mich bloß mit dem Vergaser in Ruhe. Ja, aber ich habe das Ding doch extra aus der Stadt geholt. Warum? Du hast doch selbst zu mir gesagt, ich soll einen neuen Vergaser kaufen und den in das Auto von deinem Freund Otto Lehmkuhl einbauen. Und dann stehst du hier noch rum? Los, bau den Vergaser ein und lass mich damit zufrieden. Ja, baue ich das Ding ein. Aber das mit den Finanzen, das machst du. Also Gottlieb, die Sache ist abgemacht. Natürlich. Du kriegst die neue Melkmaschine mit EH. Freihaus per Bahn zugeschickt. Das Geschäft ist perfekt. Das Geschäft ist perfekt. Oh, glaube ich wohl, wenn ich das bezahle. So, setzt euch hin. Das Geschäft wollen wir denn erstmal begießen, nicht? Oder mögt ihr keinen Schnaps? Oh, doch, du, wenn er nichts kostet, du. Ziemlich dumme Frage. Ja. Jeder nimmt ein Glas. Lass uns das mal so machen. Ne? Lass das doch, Hermine. Mir ist da gar nicht zumute, weißt Clara, du musst nur auf andere Gedanken kommen, wirklich. Oh, wie schön, dass ihr gerade alle da seid. Hört mal zu, wir gehen nur alle zusammen zu uns rüber und dann wollen wir die Heimkehr von unserem Ewald mal tüchtig feiern. So, ja. Das ist ja mal eine gute Idee von dir, Hermine, nicht? Ja, dann lass uns mal gleich alle rübergehen. Und du kommst mit, Otto, kannst dir meinen Hof angucken. Hm? Unseren Hof. Gern, Gottlieb. Ja, ist doch gut. Ja, und morgen lade ich euch alle zum Mittagessen ein. Es gibt gefüllte Tauben. Und Sie, Herr Lehmkuhl? Na, nun kriege ich gleich wieder eins aufs Dach. Nee, Sie fahren morgen zum Markt und suchen persönlich die Tauben aus. Ja, meine Brieftauben sind wohl doch ein bisschen zu spittelig, ne? Morgen hat Fitti nämlich Geburtstag und wir wollen wir tüchtig feiern. Das ist ja auch wahr. Das habe ich ganz vergessen. Ja, das sieht dir ähnlich, du. Wo ist Fide überhaupt? Die habe ich heute noch gar nicht gesehen. Hier bin ich. Oh, Ewald, nu komm doch. Morgen ist nicht nur mein Geburtstag, morgen ist auch meine Verlobung. Verlobung? Jawohl, Verlobung, Ewald, nu stell dich doch nicht so an. Ja, dann will ich mal eben das Loch im Hühnerzaun heil machen, sonst passiert noch was. Aber du bleibst schön hier. Ewald, hier bleibst du. Das soll mein Ewald sein? Das ist meine Perücke. Christian, wie kommst du an meine Perücke? Gottlieb, sag da auch mal was. Was soll ich denn sagen? Die Perücke hat er von mir. Wieso denn von dir? Lass mal, Opa, ich will das meiner Schwiegermutter mal erklären. Schwiegermutter? Jawohl, Schwiegermutter. Christian wollte mir beweisen, was er für ein toller Kerl ist und darum hat er mir seinen eigenen Bruder vorgespielt. Ja, die Idee war aber von mir. Und mir hat das viel Spaß gemacht. Ach, denn hast du das alles gewusst? Ja, und ich habe mich prächtig amüsiert, mein Krischer. Oh, und ich. Du kriegst auch ein Opa. Na, ist nun alles klar? Ja, Clara, nun ist alles klar. Ja, mit euch ist alles klar. Aber was ist mit uns? Gottlieb, sag da auch mal Was soll ich denn sagen? was. Ihr Männer aber auch. Ach, ihr Männer aber auch. Wo ist denn unser Ewald abgeblieben? Ja, wo ist denn unser Ewald abgeblieben? Los, Wilhelm, du sag du mal was. Das weiß ich doch nicht. Aber ihr habt doch ein Telegramm von ihm gekriegt. Was stand da denn drin? Ja, Nein? was stand da denn drin? Ja. Oh Gottlieb, hast du das nicht eingesteckt? Nee, das hast du eingesteckt. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, oh hier ist das ja ganz verkrochen. Ja, pass auf. Hier, dass wir ihn am 15. abholen sollen. Aber das ist doch erst morgen. Stimmt das? Ja, morgen
es ist der 14. Sowas aber auch. Sowas aber auch. Vielleicht darf ich da nur auch mal was zu sagen, nicht? Nee, du nicht. So, der Vergaser ist drin. Der Motor läuft wie die Feuerwehr. Sie können doch gleich mit losfahren, Herr Linkohl. Ja, das ist gut, Hannes. Dann stell den Motor mal wieder ab und bau den Vergaser wieder aus, ne? Ich bleib noch ein paar Tage hier. Ja, was denn nun schon wieder los? Ja, wir haben nur noch was anderes zu tun. Hannes, hast das Loch im Hühnerzaun schon dicht gemacht? Was für ein Loch denn? Lassen Sie mal, Frau Strube, das Loch wird morgen von mir persönlich repariert. Von Ihnen, Herr Lehmkuhl? Ja, von mir. Als kleiner Dank für Ihre Gastfreundschaft. Frau Clara. Naja, nun ist aber genug, ne? Nun wollen wir erst mal einen kriegen, wa? Jawohl, wollen wir, aber bei uns drüben. Auf die Verlobung. Ja, Gott. Kommen Sie, Herr Lehmkuhl. Nun versaufen wir Ihren Vergaser. Ja. Na, Christian, wie habe ich das gemacht? Super, du. Kommt denn meine Putzwolle hier in die Stube rein?